Akka ist fortgefahren. Du weisst gar nicht, was da alles für Gefahren auf dich lauern. Es ist nicht nur das Meere, das dich fressen könnte, sondern auch der Marter, der Fischotter und das Wiesel. Die Finden lauern überall, sogar in der Luft. Der Adler und der Habicht sind gefährliche Jäger. Am Nils ist es ganz flau im Bauch geworden. Akka, wie kann ich mich denn vor diesen Finden schützen? Hat er gestammelt. Sie hat geantwortet. Weisst, du musst dir kleine, ungefährliche Freunde im Tierreich suchen. Hasen, Eichhörnli, Meisen und Finken. Sie können dich warnen und dir Versteck zeigen, solltest du einmal in Not kommen. Der Nils ist sofort eifrig losgeklettert, um neue Freunde zu finden. Fröhlich ist er durch einen lauschigen Wald spaziert und hat sich am Summen der Bienen, am Gesang der Lerchen und am lustigen Gluckern vom Bächli gefreut. Der Wald hat frisch nach Harz und Moos und Laub geschmückt. Zuerst ist der Nils aufs Eichhörnli Sirle getroffen. Er hat sich gefreut. Das Eichhörnli soll mein erster Freund sein. Hallo! Hat das Eichhörnli freundlich begrüßt. Pah! Hat das Eichhörnli Sirle Nummer gemacht und sich vom Nils weggedreht. Ich kenne dich. Du bist doch der Nils Holgersson. Du hast Vögel und Eichhörnli gefangen und eingesperrt. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Du kannst nie unser Freund sein. Hat das Eichhörnli Sirle angeschnauzt. Der Nils ist enttäuscht weitergelaufen. Der Sirle hat recht, hat der Nils gedacht und ein paar Kieselsteinchen auf dem Weg vor sich hergekickt. Erst jetzt, wo ich den Spruch von den Tieren verstehe, weiss ich, wie viel Schmerzen ich ihnen immer bereitet habe. Jetzt schickt mich Akka ganz bestimmt heim. Plötzlich hat er hinter der Wegbiegung 2 Spatzen aufgeregt miteinander gehört zwitschern. Hast du gehört? Hat der eine Spatz zum anderen gesagt. Der Bauer hat am Sirle sein Weibli geraubt und in einen Käfig gesperrt. Oje, oje, wer kann uns da helfen? Wer kann uns da helfen? Hat es vom nächsten Ast zwitschert. Oh weh, der arme Sirle. Was? Die Spatzen haben sich nach dem Geräusch umgedreht und sind in alle Himmelsrichtungen davongeflattert. Der Nils hat nicht lange überlegt und ist sofort losgerannt, um am Sirle seine Frau zu finden. Und tatsächlich, beim nächsten Bauernhof ist neben dem Eingangstor ein grosser, rostiger Käfig gestanden und drin ist, ganz verstört und in die hinterste Ecke vom Käfig gedrängt, am Sirle sein Weibli gehockt. Der Nils ist ans Gitter vom Käfig gestanden und hat am Eichhörnli zugeflüstert. Hab keine Angst, ich will dir helfen. Ich komme dich befreien.